Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich weiß nicht, wie viel Mal du schon in einem Weihnachtsgottesdienst gewesen bist. Ich sage dir ganz ehrlich, für mich ist die Weihnachtszeit eine ganz besondere Zeit. Seit ich ein kleiner Junge bin, seit ich mich erinnern kann, feiern wir als Familie Weihnachten. Und ich liebe diese Zeit, ich liebe diese Atmosphäre, ich liebe die Weihnachtsbäume, den Geruch, die Weihnachtsguetzli, Mandarinli. Gerade gestern sind wir in Gelterkinden auf den Marktplatz gegangen und haben uns einen Tannenbaum geholt und haben den dekoriert. Ich liebe einfach diese Weihnachtsstimmung. Am besten ist es, wenn es dann drinnen in der Stube schön warm ist, der Kamin brennt und draußen schneit es. Wer möchte weiße Weihnachten, oder? Das ist doch einfach etwas Besonderes an dieser Zeit. Das hat so etwas Friedliches. Und ganz besonders habe ich es immer genossen und finde es immer noch toll, wenn ich Geschenke bekomme. Ich kann mich heute noch erinnern an den Moment, ich war 8 Jahre alt oder so, dann haben mir meine Eltern eine Lego-Burg geschenkt. Eine Lego-Burg. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden, ja Tage oder sogar Wochen ich mit dieser Burg verbracht habe. Und da kommt in dieser Weihnachtszeit eine solche Nostalgie in mir hoch, dass ich jedes Jahr irgendein Lego-Set zusammenbauen muss über Weihnachten, Neujahr. Ich habe mir dieses Jahr nochmal eine neue Lego-Burg gekauft. Gibt es hier jemanden, der über 18 ist und der gerne noch mit Lego spielt? Sehr gut, jetzt ihr Frauen, schaut eure Männer an, gönnt ihnen diesen Spaß. Sie wollen spielen, die brauchen das. Da kommen diese Emotionen in mir hoch. Und vielleicht liebst du diese Weihnachtszeit ebenfalls. Vielleicht kommen dir ähnliche Emotionen und Sehnsüchte und Wünsche in dir hoch. Vielleicht bedeutet Weihnachten für dich auch eine Zeit für Familie, Zeit für den Glühwein, für das gute Essen, für all die Lichter. Aber vielleicht hast du auch Weihnachten in deinem Leben immer anders erlebt. Vielleicht bist du hier und Weihnachten ist die Zeit, die dich immer wieder daran erinnert, dass deine Familie eben nicht friedlich und freudig ist, sondern vielleicht zerstritten und im Unfrieden. Vielleicht ist die Weihnachtszeit gerade die Zeit im Jahr, an denen du deine Einsamkeit am stärksten spürst und es dir nicht wirklich gut geht. Und Weihnachten bedeutet für dich nicht Frieden, Freude, sondern eher Chaos und Stress oder eine bedrückte Zeit im Jahr. Und ich kenne deine Situation nicht. Ich kenne deine Geschichte nicht persönlich. Vielleicht ist dein Leben alles anders als weihnachtlich. Vielleicht spürst du in deinem Leben einen Unfrieden? Vielleicht bist du belastet, bedrückt, vielleicht leidest du unter einer Krankheit oder psychisch oder mental oder in der Familie oder auf dem Beruf oder finanziell und dein Leben ist belastet und du fühlst eine Schwere und kein Frieden und keine Freude. Und wenn das auf dich zutrifft, dann möchte ich dich heute darauf hinweisen,
dass die Weihnachtsgeschichte genau für dich ist. Weil wenn wir in die Bibel schauen und die ursprüngliche Geschichte einmal lesen, dann ist erstaunlich wenig Frieden, wenig Freude, wenig Romantik in dieser Geschichte zu finden. Ich habe geblättert und gesucht, es gibt kein gutes Essen, es gibt keinen Glühwein, es gibt keine Ferien, es gibt auch nirgends eine Legoburg. Nirgends gibt es einen Weihnachtsbaum in der Bibelgeschichte von Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichte ist nicht nur voll mit Chaos und Stress, sondern wirklich mit Leid, Angst, Verlust und Trauer gefüllt. Wir haben immer so ein romantisches Bild von Weihnachten, aber wenn du das mal liest, gleich zu Beginn fängt es ganz übel an. Maria und Josef sind verlobt und Maria wird schwanger, obwohl Josef noch nicht mit Maria geschlafen hat. Und dann geht Maria zu Josef und sagt, hey Josef, ich muss dir was mitteilen. Ich bin schwanger. Was? Und wir kennen die Geschichte, dass sie gut endet, weil der Engel begegnet dann dem Josef und erklärt ihm, nein, das ist wirklich von Gott und so. Aber er sagt, was, du bist schwanger? Wie? Von wem? Und sie beruhige dich, es ist alles gut. Es war der Heilige Geist. Ja, das hilft. Danke für diesen Hinweis, jetzt geht es mir besser. Stell dir vor, wie das war für Josef. Versetz dich mal in die Lage, bevor er dem Engel begegnet ist. Du bist verlobt, du liebst deine Frau, du freust dich auf die Hochzeit, du freust dich auf deine Familie, die du gründen willst. Und kurz vor der Hochzeit erfährst du, dass deine Frau dich betrogen hat und er möchte sie verlassen. Das war Weihnachten für Josef zu Beginn. Ein Verlust von Vertrauen. Der Boden wurde ihm unter den Füßen weggebrochen. Und dann heißt es, dass der Kaiser in Rom eine Volkszählung durchführen möchte. Das bedeutet für Maria, die hochschwanger ist, und Josef, dass sie von Nazareth nach Bethlehem reisen müssen. Das sind ungefähr 130 Kilometer. Zu Fuß! Was für Strapazen. Stell dir diesen Stress vor für dieses junge Paar, für diese Maria. Das war Weihnachten für sie. Und dann kommen sie dort in Bethlehem an und genau dann gehen die Wehen los. Danke für das Timing, lieber Gott. Stell dir vor, Josef, ja, jetzt hast du es gemacht, Heiliger Geist. Was ist mit diesem Timing? Und dann finden sie keine Unterkunft, sie finden keine Herberge und müssen irgendwo in einer improvisierten Abstelle, in einem Stall oder in einer Höhle reingehen. Es hat Tiere, es hat wahrscheinlich gerochen und gestunken und es war nicht hygienisch. Und ich sagte, ich denke das so, ich bin froh, ich habe 3 kleine Kinder, dass die alle im Kantonsspital in Liestal auf die Welt gekommen sind. Mit ausgebildeten Hebammen, hygienisch, sauber, Ärzte. Nein, Jesus kommt in einem Stall im Dreck auf die Welt. Und wir malen uns das so romantisch aus, wenn dann die Weisen aus dem Osten anreisen und mit ihren wunderbaren Kamelen, die alle Namen haben und so weiter, und die bringen Weihrauch, Gold, Myrrhe und wir feiern das und finden das so wunderbar und machen das weihnachtlich. Aber wenn wir die Geschichte lesen, dann steht dort, dass der König der Juden, Herodes, davon Wind bekommt, dass ein neuer König der Juden auf die Welt kommen soll. Und ich möchte euch das jetzt lesen, was in der Weihnachtsgeschichten Original steht. Ich möchte es euch nicht vorenthalten. Matthäus 2, 16 bis 18. Als Herodes nun sah, dass er von den Sterndeutern hintergangen worden war, geriet er in Zorn und ließ in Bethlehem und in der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren umbringen, entsprechend der Zeit, die er von den Sterndeutern erfragt hatte. Da ging in Erfüllung, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. Ein Geschrei war zu hören in Rama. Lautes Weinen und Wehklagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn das sind keine mehr. Für diese Familien
Für diese Mütter war das die Weihnachtsnacht. Verzweiflung, Entsetzen, ein Trauma, untröstliches Weinen und Wehklagen. Und im letzten Moment fliehen Maria und Josef, weil Gott sie davor warnt. Und sie fliehen nach Ägypten. Und sie sind, gerade als die Familie gegründet worden ist, sind sie nun Flüchtlinge auf der Flucht. Ohne Zuhause, ohne warme 4 Wände, ohne Tannenbaum, auf der Flucht. Und ich bin sicher, sie kämpften mit ihrer Angst ums Überleben. Und die Weihnachtsgeschichte ist alles andere als romantisch. Alles andere als fröhlich, idyllisch. Sie ist voll von Zweifel, voll von Schmerz, voll von Unglauben, voll von Verzweiflung und Angst. Warum betone ich das so heute Morgen? Weil vielleicht ist dein Leben auch nicht alles perfekt. Vielleicht ist dein Leben weder idyllisch noch romantisch, noch hast du Frieden oder Freude. Dein Leben ist vielleicht voll von Zweifel und Verzweifeln und Angst und eine Schwere liegt auf dir. Und vielleicht lebst du nicht in diesem Frieden, nicht in dieser Freude. Vielleicht hast du mit Ängsten zu kämpfen. Wie auch immer deine Situation ist, ich möchte dir heute sagen, Weihnachten ist genau für dich. Jesus ist genau für dich und deine Welt auf die Welt gekommen. Vielleicht ist das heute dein 100. Weihnachtsgottesdienst oder wahrscheinlich nicht 30 oder so. Und du fühlst dich pudelwohl, du liebst die Engel und die Deko und Weihnachten und es riecht gut und so weiter. Aber vielleicht bist du auch hier und du fühlst dich fehl am Platz. Du denkst, wenn die Leute um mich wüssten, wer ich bin und was meine Geschichte ist und wie ich es verbockt habe und was mir geschehen ist und so weiter. Und du fühlst dich fehl am Platz. Dann möchte ich dir zusprechen, du bist genau am richtigen Ort. Weil Weihnachten ist für dich. Weihnachten ist für dich. Jesus ist für eine zerbrochene, kaputte Welt gekommen und nicht eine ganze helle Welt, sondern in die dunkle Welt. Die Bibel sagt, dass an Weihnachten Gottes Licht in diese Welt reingebrochen ist. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, um diese Welt hell zu machen. Um diese Welt zu retten, um sie wieder zu versöhnen mit sich selbst. Gott nahm diesen Weg auf sich. Zu uns, in unsere Nähe. Und schau, wenn uns die Weihnachtsgeschichte etwas lehrt, ist das egal wie dunkel die Dunkelheit ist, das Licht Gottes ist immer heller. Herodes hat versucht, dieses kleine Licht auszulöschen. Aber er wusste nicht, das Licht Gottes ist auch nicht durch die finsterste Finsternis zu besiegen. Im Gegenteil, je dunkler die Nacht, desto heller scheint das Licht Gottes. Jesus ist dieses Licht der Welt. Jesus kam, um dich und mich zu versöhnen, dich und mich zum Vater zu ziehen, dich und mich mit ihm in Verbindung zu bringen. Egal wie deine Geschichte ist, egal wie dunkel die Nacht ist, sein Licht scheint heller. Verstehst du? Jesus ist Gott, der gottgewordene Mensch. Und als er auf die Welt kommt, kommt er nicht in einem Palast voller Herrlichkeit und Glanz zur Welt, sondern Gott entscheidet sich, zu uns zu kommen. Auf unsere Ebene. Er wird nicht in einem Palast geboren, wo alles sauber und wo der Reichtum vorhanden ist, sondern er kommt in einen Stall. Mitten in unsere Not, mitten in unser Dreck, mitten in unsere Dunkelheit. Das Thema von diesem Weihnachtsgottesdienst ist From Glimmer to Dust, haben wir es genannt. Vom Glanz in den Staub. Weil das Gottes Bewegung ist an Weihnachten. Er verlässt seine Herrlichkeit, wird Mensch
in unseren Staub, in unser Chaos, in unsere Not, in unsere Dunkelheit, weil er dort Licht und Frieden bringen möchte. Hallo zusammen, mein Name ist Isa und ich teile meine Geschichte mit euch, weil ich weiß, dass jeder Mensch Hoffnung braucht. Und meine Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Ich hatte das Privileg, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, also kannte ich Jesus schon zu Beginn meines Lebens. Ich finde es total verrückt, dass er mich ausgerechnet zu dieser Zeit hier auf die Bühne stellt, um meine Geschichte mit ihm zu erzählen, denn Weihnachten war schon immer meine Lieblingszeit im Jahr. Ich sagte damals und das bis heute, Weihnachten ist Party für Jesus. Umso schöner, heute hier zu sein, um ihn zu zelebrieren. Obwohl ich Jesus schon immer kannte, hatte ich einige Rückschläge zu verkraften. Ich wurde früh mit einer Realität konfrontiert, die kein Kind erleben sollte. Ich erfuhr viel Gewalt, wurde mit Worten erniedrigt, missbraucht, gemobbt, abgelehnt und immer wieder alleine gelassen. Stück für Stück brachen diese sich immer wiederholenden Taten meine Seele und mein Vertrauen so lange, bis ich irgendwann anfing, eine soziale Phobie zu entwickeln. Und alleine der Gedanke daran, raus zu müssen und anderen Menschen zu begegnen, lösten intensive Panikattacken in mir aus. Ich habe schnell gemerkt und festgestellt, dass die Welt einem nichts Gutes will und dass die Feinde, gegen die wir kämpfen, nicht nur menschlicher Natur sind. Ich entwickelte also mit 11 Jahren meine erste schwere depressive Krise und hatte das Gefühl, dass mir alles entgleitet. Ich hatte das Gefühl, dass ich schon immer nach Jesus rief und ihn bat, mich aus dieser Hölle, das ich Leben nannte, rauszuholen, und viel zu oft hatte ich das Gefühl, nicht gehört zu werden. Als dann auch noch mein kleiner Bruder starb, hatte ich meine Hoffnung an Gott komplett verloren. Ich konnte nicht begreifen, wie ein doch so liebender und barmherziger Gott zulassen konnte, dass ich so leide und mir solche Dinge widerfahren. Als sich die Lage in meiner Jugend noch weiter zuspitzte und ich mich zu dieser Zeit schon längst selbst verletzte, beschloss ich irgendwann, dass ich auch meinen Körper nicht weiter am Leben halten möchte. Denn meine Seele war schon viel zu oft gestorben und diese Leere und gleichzeitig diesen Schmerz konnte und wollte ich nicht mehr ertragen. Also wagte ich mit ungefähr 15 Jahren meinen dritten Suizidversuch. Diesmal fest entschlossen, dass es funktionieren würde. Als ich also da so lag und merkte, wie mein Körper immer schwächer wurde, hörte ich dieses Mal eine überwältigende Stimme in mir, die zu mir sagte: Hey, was machst du da? Deine Zeit ist noch nicht gekommen, steh auf. Ich weiß nicht genau, wieso ich wusste, dass es Jesus war, der zu mir sprach. Es war eher ein Gefühl von tiefer Demut und einfach die Gewissheit, dass er es war, der zu mir sprach. Seine Kraft brachte mich trotz allem dazu, aufzustehen und mir Hilfe zu holen. Ich kann mich an alles Weitere nicht mehr genau erinnern, aber es scheint funktioniert zu haben, denn am nächsten Morgen war ich noch am Leben. Ich fragte Gott, warum er das getan hat, und er erwiderte nur: weil ich noch einiges mit dir vorhabe. In diesem Moment wusste ich nicht genau, was ich davon denken sollte, denn ich fühlte mich doch so schlecht, verlassen und doch einfach viel zu kaputt für Gott. Ich meine, was hatte ich meinem Körper, der doch sein Tempel ist, all die Jahre über angetan? Er kann mich doch gar nicht lieben und irgendwas Gutes in mir sehen, oder? Aber lasst mich eines sagen: Du bist niemals zu kaputt für Jesus, denn genau in deinen schwächsten Momenten ist er in dir stark und lässt dich emporsteigen vor den Augen derer, die dich gebrochen haben. Als ich diese Erkenntnis für mich entdeckt hatte und erkannte, dass Jesus nicht für das ganze Leid verantwortlich ist, weil jeder Mensch eine Wahl hat, sich für oder gegen ihn zu entscheiden, dauerte es trotzdem noch einige Jahre und weitere schmerzhafte Erfahrungen, denn ich hatte so viel Wut und Rebellion in mir. Trotz allem bat ich Gott immer darum, mein Herz zu erweichen und mir beizustehen. In diesen Momenten des kompletten Kontrollverlustes, was auch schon immer das war, was mir am schwersten fiel, die Kontrolle einfach abzugeben, war er einfach da und teilte mit mir mein Leid. Manchmal in Form von einer warmen, herzlichen Umarmung und manchmal einfach von dem Gefühl von tiefer Liebe und dem Gefühl, zu Hause zu sein. Umso mehr ich Gemeinschaft mit ihm suchte, umso mehr stellte ich fest und merkte, wie mehr ich bereit dazu wurde, ihm mein Leben zu geben.
Ich hatte wieder eine Zeit von tiefer Melancholie und verlor mich schon wieder so sehr in ihr. Noch nie in meinem Leben fühlte ich mich so weit entfernt von mir selbst und so lost wie zu dieser Zeit. Es war vor ungefähr 2 Jahren. Ich flehte, wie schon so viele Male vorher, nach seiner Gunst und nach seiner Rettung, versprach ihm mein Leben zu geben und sagte, er darf damit machen, was er möchte. Ich werde ihm blind folgen. Doch diesmal stelle ich fest, war ich definitiv bereit dazu. Er sagte mir, ich soll in die Schweiz auswandern. Von dieser Idee war ich anfangs überhaupt gar nicht begeistert und ich hatte endlose Diskussionen mit ihm, bis er mir letztendlich klar und deutlich sagte, dass ich ihm gesagt habe, dass ich ihm mein Leben gebe und er damit machen darf, was er möchte und ich ihm blind folgen werde. Also geht es entweder auf einem direkten Weg, indem ich es einfach tue, oder wieder über viele schmerzhafte Umwege, bis ich mich doch irgendwann dazu entschließen würde, seinem Weg zu folgen. Ich ersparte also nach ungefähr 3 Monaten ihm und mir weitere Diskussionen und bemühte mich darum, alles für mein Auswandern vorzubereiten, mit dem Anspruch an ihm, dass er es einfach machen würde, damit ich weiß, dass er es wirklich will. Weil von Herzen begeistert war ich immer noch nicht. Ich suchte immer weiter nach irgendwelchen Hindernissen, die meine Sturheit bestätigen würden, damit ich sagen kann, ja, Jesus, sieht so aus, als war es doch nicht dein Wille, dass ich auswandere, denn ich habe dir ja gesagt, wenn du es willst, dann mach es einfach. Aber da waren keine Hürden. Alles, was ich versuchte, gelang mir beim ersten Mal. Also legte ich meine Sturheit beiseite und stellte seine Zusagen über meine Angst. Ich folge seinem Weg und heute mit 23 Jahren habe ich das erste Mal das Gefühl, genau dort zu sein, wo ich sein soll. Endlich hört das Gefühl, fremd zu sein, auf. Ich habe auch heute noch schwere und herausfordernde Zeiten. Doch mittlerweile habe ich das Vertrauen und die Gewissheit, dass Jesus alles unter Kontrolle hat und dass es gut und richtig ist, dass ich es nicht mehr kontrollieren muss. In Momenten der Trauer, der Verletzlichkeit und der Hoffnungslosigkeit brauche ich nur nach ihm zu suchen und er wird mich hören und er wird mir antworten. Das ist, warum ich ihm vertraue. Jeder Mensch hat mich schon enttäuscht, aber ich weiß, Jesus wird mich niemals enttäuschen und er hat für mich immer nur das Beste im Sinn, auch wenn es manchmal anfangs ungerecht erscheint. Ich bin heute stolz darauf, sagen zu können, dass er meine Wunden der Vergangenheit nutzen wird, um ein Zeugnis seiner Gnade zu sein. Ich habe meine Identität in ihm gefunden und ich bin davon überzeugt, dass er mich vollends heilen wird und ich durch ihn noch ganz viele Wunder erleben darf. Ich bin so verliebt in ihn und jede Faser meines Körpers ist dazu bestimmt, ihm alle Ehre zu geben. Denn Gott kam in meinen Dust, in das Zerbrochene, Verlassene und Übersehene in mir. Mitten in all dem Staub meines Lebens durfte ich erleben, wie echt sein Trost ist, wie tief seine Liebe reicht und wie treu seine Versorgung mich trägt. Und er trägt mich nicht aus Urteil oder Stolz, nein, er trägt mich aus reiner Gnade und machte meinen Dust zu einem Ort, an dem Heilung beginnen konnte. In the darkness we will wait, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. You fulfilled the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Diese Bewegung Gottes, from glimmer to dust, von Glanz zu Staub, die hat nicht einfach bei Weihnachten begonnen
und aufgehört. Nein, Jesus ist den vollen Weg gegangen. Dieser Jesus wurde erwachsen, lebte mitten in dieser Welt, lehrte vom Reich Gottes, zeigte den Menschen die Liebe des Vaters im Himmel. Er heilte Menschen. Aber dann gab er sein Leben aus Liebe zu dir und mir an einem Kreuz hin und starb. Dieser Jesus wurde nicht nur in einen Stall geboren, in die Not, in die Angst, in die Unsicherheit. Nein, dieser Jesus ging bis zum Äußersten, bis in die größte Verzweiflung. Verlassen von seinen Freunden, verlassen von seinem Vater im Himmel an einem Kreuz. Und dieser Jesus gab sein Leben hin. Dieser Jesus starb an einem Kreuz, damit du und ich leben können. Dieser Jesus starb einsam, von Menschen und Vater verlassen, damit du und ich nie mehr ohne Gott sein müssen. Egal wie dunkel deine Situation ist, egal wie düster, wie hoffnungslos, wie groß dein Leid ist, es gibt keinen Ort, an den Jesus nicht gelangen kann und trösten darf. Kein Ort ist zu weit weg für seine rettende Kraft. Jesus kam in den Tod, starb an deiner und meiner Stadt, damit du und ich leben können. Jesus wurde geschlagen am Kreuz, damit du und ich Heilung finden dürfen. Es heißt in der Bibel, dass Jesus den Fluch auf sich nahm, damit der Segen Gottes zu dir kommen kann. Und dann starb er. Er war wirklich tot. Aber 3 Tage später weckte ihn Gott wieder von den Toten auf. Jesus lebt. Er ist heute Morgen hier. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Dunkelheit überwunden. Dieser Jesus lebt. Nicht die Dunkelheit hat das letzte Wort. Das Licht Gottes hat das letzte Wort. Nicht der Tod hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und Gott ist für dich, Gott ist für uns, Gott liebt uns. Und er hat sein Leben hingegeben für dich und mich, damit auch du und ich leben dürfen. Ich möchte dich ermutigen, egal wie dunkel, egal wie leidvoll deine Situation auch sein mag. Es gibt keinen Ort, wo Jesus nicht hingelangt. Es gibt kein Leid, das er nicht trösten darf. Keine Träne, die er nicht abwischen kann. Keine Situation, die zu schwer ist für ihn. Er ist der Gott der Rettung. Keine Schuld, die zu groß ist, die er nicht vergeben könnte. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All jenen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich möchte gerne jetzt
zum Abschluss für dich beten. Vielleicht bist du heute hier und du brauchst Weihnachten. Du brauchst diesen Frieden, du brauchst diese Hoffnung. Vielleicht ist dein Leben alles andere als weihnachtlich. Vielleicht brauchst du Gottes Eingreifen, sein Trost. Und dann werden wir jetzt für dich beten und ich bin überzeugt, dass Gott im Himmel dieses Gebet hört und in dein Leben kommt. Vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und du hast noch nie bewusst diesen Jesus aufgenommen. Das heißt in diesem Text, dass alle Menschen, die Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben, das Recht haben, ein Kind Gottes zu werden. Ich möchte dir das zusprechen, egal wie deine Geschichte ist, egal was hinter dir liegt. Gott möchte dein Vater sein. Gott liebt seine Kinder bedingungslos. Und die Bibel sagt, jeder Mensch, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt und dich geliebt, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben empfängt. Und wenn du heute hier bist und du hast noch nie bewusst diese Entscheidung getroffen, diesen Jesus anzunehmen, an ihn zu glauben, dann möchte ich dir sagen, es ist ein Geschenk. Du kannst nichts dazu beitragen, damit du das dir leisten oder erarbeiten könntest. Aber ein Geschenk muss man aufpacken, ein Geschenk muss man annehmen oder ablehnen. Wenn du heute hier bist und möchtest ihn annehmen, dieses Geschenk, diesen Jesus zum ersten Mal, dann darfst du jetzt gerne von Herzen mit mir mitbeten. Und nachher beten wir für alle anderen, die Trost und Heilung und Gottes Eingreifen brauchen. Wenn du aber hier bist und du möchtest diesen Jesus annehmen, darfst du deine Augen schließen jetzt mit mir und gerne mit mir mitbeten. Jesus, heute öffne ich mein Herz für dich. Heute nehme ich dich an und glaube, was du für mich am Kreuz getan hast. Jesus Christus, komm in mein Leben. Wohne in mir. Vergib mir meine Schuld. Mach mich neu. Führe und leite mich. Zeig mir, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Führe mich. Ich möchte dir nachfolgen, Jesus. Ab heute gehöre ich dir, Jesus, allein. Du in mir und ich in dir. Amen. Amen. Fantastisch. Yes. Jetzt würde ich gerne noch beten für, wie gesagt, alle Leute, die verzweifelt Weihnachten brauchen. Vater im Himmel, du siehst jede Situation. Du siehst jede Not, du siehst jedes Leid, du siehst jede Verzweiflung. Und ich bitte dich, Vater, dass du dich jetzt als Schöpfergott zeigst. Du hast uns geschaffen, du hast uns geschaffen. Ich bitte dich, dass deine Kraft uns wieder herrichtet. Wir bitten das im Namen von Jesus Christus, dass die Kraft des Heiligen Geistes jetzt diesen Raum erfüllt, unser Herzen erfüllt, unsere Wunden verbindet, unser Schmerz wegwischt, uns tröstet. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment Depressionen verschwinden lässt, dass Krankheiten weichen, im Namen von Jesus, dass dein Leben kommt, dass deine Herrschaft einzieht, dass Weihnachten jetzt geschieht. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du treu bist zu deinen Zusagen. Wir bitten das im Namen von Jesus Christus.